Im Sonnenaufgang ziehen die ersten Gläubigen zum Würzburger Käppele. 300 Stufen geht es hoch, vorbei an den Kreuzwegstationen. Entstanden ist der Wallfahrtsort Ende des Dreißigjährigen Krieges. Ein Fischer hatte 1640 eine geschnitzte Maria aufgestellt. Schon bald wurde von wundersamen Heilungen berichtet und eine Gnadenkapelle gebaut. Hier schaute schon die Oma von Johanna zu, wie das Jesuskind einen Bauern segnet. Das Käppele fasziniert viele Würzburger. Ich liebe in der Kirche hier diesen Barockstil. Den finde ich einfach super schön und ich liebe es einfach hier zu sein, weil es einfach ein ruhiger, schöner Ort zum Beten. Und ich liebe einfach, weil alles hier ist so schön Gold und alles so verziert. In der Sakristei bereitet sich Bruder Franz auf den Sonntagsgottesdienst vor. Schon sehr interessant, wie das Publikum sich verändert hat. Wenn man in das Fürbittbuch oder Dankbuch hineinschaut, ja, da findet man nicht nur deutsche Einträge, sondern eben alle Sprachen. Ne? Und man kann eigentlich sagen, es ist ein Treffpunkt von aller Herren Länder. Man sieht, an den Schriften kann man es ja sehen. Auf einmal sieht man da japanische, für mich Bildchen, ich verstehe das ja nicht. Und da denke ich, da schau hier. Also die Gottesmutter ist nicht nur die Herzogin von Franken, sondern auch, man kann sie heute auch so betiteln, die Frau aller Völker. Johanna und Karl ministrieren hier. Sonntags gibt es 2 Gottesdienste. Die Wallfahrtskirche wurde nach Plänen von Balthasar Neumann gebaut und weitgehend durch Spenden finanziert. Die Geschichte zeigt, immer wieder stand das Gotteshaus unter besonderem Schutz. Ende des Zweiten Weltkrieges wollte es die SS mit Flakgeschützen vorsorglich zerstören. Ein Gefreiter täuschte Munitionsmangel vor und rettete so das Würzburger Käppele. Im Käppele wird viel gebetet und der Ruß der Wachskerzen hat überall seine Spuren hinterlassen. Gereinigte Stellen zeigen, in welchem Glanz das Gotteshaus früher strahlte. Und so soll es wieder sein. Studierende wollen die Sanierung von fast 6 Millionen Euro mitfinanzieren. Auch Bund, Freistaat und Bistum sind beteiligt. An Spenden sind schon über 1 Million Euro zusammengekommen. So wurden beispielsweise Patenschaften für die über 100 Engel im Gotteshaus versteigert. Die Engel bleiben im Besitz der Kirche. Die Spender bekommen eine Urkunde. Ingrid Spiegel ersteigert gleich 3 Engel. Und am Ende kommt sogar noch ein 4. hinzu. Das war ihr wichtig. Ja, das wäre doch schön, wenn das kleine Enkelkind, das noch nicht auf der Welt ist, am 10. Juni soll das geboren werden und wir hoffen, dass alles gut geht und dass der schon seinen Engel hat. Und der ist dann der Kleinste, der ist dann obendrauf. Schön. Was habt ihr denn jetzt insgesamt investiert? 3.000. Die Studentinnen und Studenten erzielten bei der Versteigerung 35.000 Euro. Wir sind ein bisschen überwältigt alle, dass es doch so gut gelaufen ist. Wir haben tatsächlich gar nicht damit gerechnet, dass dann doch so viele kommen und auch so viele Engel weggehen. Traditionell haben viele Würzburger eine innige Bindung zu ihrem Käppele. Es thront über der Stadt und die Treppen hoch beten viele Rosenkranz oder tragen dabei ihre Sorgen zur Mutter Gottes. Weiter links, hier, das ist der Dom. Auch der Wallfahrtsseelsorger Bruder Franz war schon als Kind hier oben und kam immer wieder, wenn es um wichtige Entscheidungen ging. So wie viele andere Menschen auch. Das Käppele, da geht man hin und tut sich der Gottesmutter anvertrauen. Und ich habe auch im jungen Erwachsenenalter habe ich mich daran erinnert, dass wenn man ein besonderes Anliegen hat, dass man die Steffeli hochbetet. Dann habe ich das auch gemacht, als ich um meine Berufung gerungen habe. Und offensichtlich hat mir die Gottesmutter geholfen. Die Entscheidung ist gefallen in aller Klarheit. Nach dem Ministrieren zieht es auch Johanna und ihren Bruder Karl in die kleine Gnadenkapelle nebenan.
So früh am Morgen brennen noch wenig Kerzen. Im Lauf des Tages kommen Hunderte dazu und mit ihnen viele Bitten. Ich wünsche mir immer für meine ganze Familie Gesundheit, weil meine Oma ist jetzt auch sehr schwer krank. Und ja, ich wünsche mir einfach immer, dass alles hier mit meinem Leben gut bleibt, genau. In der Schule, dass alles gut klappt. Ja, und ich finde es auch einfach immer toll, dass ich einfach hier sein darf. Seit 200 Jahren ist das Würzburger Käppele für viele ein wichtiger Zufluchtsort.